Dafür liebe ich es ICF. Amen, das ist wirklich so. Ich bin ein bekennender Konfetti-Liebhaber, Kanonenliebhaber. Ich finde das grandios, wirklich. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gern im ICF. Ich liebe überhaupt Feuerwerke. Ich weiß, das ist ökologisch blödsinnig, aber so schöne Feuerwerke, ich schaue die immer noch gern an. Ich finde immer noch, das hat was irgendwie, ja, aber eben ökologisch Blödsinn. Aber unter anderem wegen solcher Feuerwerke, wegen solchem Blödsinn, wo wir hier miteinander ab und zu veranstalten und den verrückten Ideen, bin ich überhaupt mal ins ICF gekommen. Es waren die 90er Jahre, als wir als Familie nach Zürich gefahren sind und dort in der Alte Börse noch in der ICF Zürich gegangen sind und wirklich ein grandioses Erlebnis haben. Es hat mich irgendwie fasziniert, diese Lebensfreude, irgendwo zu experimentieren, ohne weiteres auch mal die Grenze vom guten Geschmack zu überschreiten, ohne sich dafür 95 Mal entschuldigen zu müssen, sondern sagen, komm, das ist toll. Auch das Bestreben, wirklich was gut zu machen, schön zu machen, wirklich Exzellenz zu praktizieren, in der Musik oder im Licht oder was auch immer, das hat mich von eh und je wirklich im ICF immer fasziniert und deswegen bin ich unter anderem wirklich auch im ICF gelandet. Weil ich dachte, das ist wirklich, ja, wir geben unser Bestes und wir schlagen mal über die Stränge, aber wir lassen wirklich die Freude über dem allen auch heraus und sagen, hey, es inspiriert mich heute noch. Ich habe letzte Woche in unserem Archiv nachgeschaut, was wir alle schon veranstaltet haben und ich hätte weitere 5 Tage drin verbringen können, vor lauter Freude und allem Blödsinn, wo ich gefunden habe. Aber ein paar Dinge möchte ich euch mit hineinnehmen. 5 war noch gar nicht so lange her, 20 Jahre ICF Basel haben wir hier gefeiert. Wer war von euch mit dabei? Können wir sehen. Noch ein paar. One Church, 3 Nations. Wir haben Fahne geschwungen, wir haben miteinander gefeiert, getanzt. Leo Bicker war da. Wir haben Deichkind gespielt auf der Bühne mit allem Wahnsinn da. Es war wirklich, 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 wirklich grandios. Und ich erinnere mich gern daran. Oder dann erste Christmas Celebration in Frankreich. Wurde komplett geschmissen an sich von der nächsten Generation, von Leuten, die hier auf der Bühne mit waren, die gepredigt haben und gesagt haben, hey, wir geben Gas in Frankreich, wir machen das. Überhaupt Christmas, wir haben Schneefall hier praktiziert letztes Jahr. So ein grandioser Moment, wo hier Schnee runterkam und nicht nur die Kinder fasziniert waren, sondern auch ich dachte, wow, toll. 2017 waren wir auf dem Bauernhof. Wir waren eigentlich mit dabei. Das war Ostern auf dem Bauernhof. Es war kalt. Der Gitarrist hat sich später an der Lampe der Hände wärmen müssen. Einfach ein super Erlebnis auf diesem Bauernhof. Und 2014, für die Älteren unter uns, haben wir diese Halle hier umgebaut. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. So sah es früher aus. Der Blick hier vorne auf der Bühne. Hinter dem Rohr ist die Bühne. Und wir haben angefangen, alles wegzuhauen. Olivier Blauenstein mit dem dicken Vorschlaghammer. Wir haben Wände eingerissen und gemacht und getan. Und gesagt, hey, wir glauben daran, dass das ein Ort wird von der Inspiration. Ein Ort wird von der Freude. Ein Ort, wo Jesus gefeiert werden soll. Da glauben wir dran. Und wir werden Gas geben und werden das weitermachen. Wir haben in demselben Jahr eine Gottart-Konferenz gemacht. Und dann vielleicht ganz zum Schluss noch 2011 unsere erste Plattentaufe. Ganz grandios. Der Bruce, wenn man es genau hinsieht, noch mit dem Schnauz. Der Mann da vorne hatte dann noch so einen Schnauz. Das war sehr speziell. The best of. Ich habe die anderen Bilder habe ich jetzt nicht rausgezeigt. 2021, unsere letzte Plattentaufe. Wirklich alles Erlebnisse, wo ich sage, wow, so schön, dass wir das so feiern können. Das sind wirklich Feuerwerke. Es ist auch bezeichnend, dass wir für den Gottesdienst heute, wo wir als Programming-Team zusammensaßen und überlegt haben, ja, wie kann man das ein bisschen deutlich machen von Feuerwerken und Lagerfeuern? Wie wollen wir das Feuerwerk, was uns auch ein Stück als ICF auszeichnet, wie wollen wir das verdeutlichen? Es hat 1 Sekunde gedauert, dann kamen 95 verrückte Ideen. Was man alles noch hätte machen können, Feuerwerk ablassen, wirklich hier ein Feuer auf der Bühne machen, Schnee regnen lassen, alles Mögliche. Also die Ideen gingen nicht aus und man kann sagen, das ist ein bisschen naiv und ja, so ein bisschen Effekt. Ja, stimmt, aber es ist auch schön. Aber ich finde es wirklich schön, ich freue mich jedes Mal daran. Ich denke, ja, da kommt so viel Kreativität zusammen und jedem von uns ist klar, irgendwann hört das Feuerwerk wieder auf.
Irgendwann ist auch die letzte Konfettikanone abgeschossen. Das wissen wir auch. Und irgendwann hat auch die Musik aufgehört zu spielen und irgendwann geht das Licht an und irgendwann gehen wir in eine neue Woche und haben neue Challenges und irgendwann beten wir für den nächsten Konflikt. Ja, das wissen wir. Das hört alles auch dazu, das hört zu unserem Leben. Kirche ist tatsächlich mehr als ein Feuerwerk, 100%ig. Aber in der Kirche im Reich Gottes wird sichtbar, was Gott für die ganze Menschheit möchte. Und der Paulus hat das mal damals an Christen in Rom geschrieben und möchte euch den Vers vorlesen. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das sind einfach nur Feuerwerk, aber es hört eben auch dazu. Aber er bringt es wie auf den Punkt und sagt, summa summarum, Leute, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, um das geht's. Und das möchte Gott für die ganze Menschheit. Und der Text steht im Kontext so von Fragen von den Christen damals, wo es darum ging, um Essen und Trinken. Was darf man essen, was darf man trinken? Welche Feiertage sollten Nachfolger Jesu einhalten und welche nicht? An welche Regeln, wie benehmen sich Christen? Und was machen sie nicht und was machen sie doch? Und so weiter und so fort. Um all diese Fragen ging es. Und wie ist es dazu gekommen? Wir machen einen ganz kurzen Exkurs in die Geschichte. So ungefähr 49 nach Christus hat der römische Kaiser Claudius damals alle Juden aus der Stadt Rom ausgewiesen. Dieses Ausweisungsedikt, alle mussten weg, die Juden waren. Und das wurde ungültig, dieses Ausweisungsedikt, unter dem Kaiser Nero später im Jahr 54. Und so konnten die Juden und auch die Judenchristen, zum Beispiel, einer oder andere hat vielleicht schon mal gehört, Priscilla und Aquila, wenn du schon mal eine Bibel gelesen hast, ist dir der Name vielleicht aufgefallen im Neuen Testament, dann konnten die wieder zurückkommen nach Rom. Und die kamen jetzt in diese Hauskirchen hinein, wo jetzt Leute aus dem nicht jüdischen Hintergrund sich regelmäßig versammelten. Regelmäßig zusammen waren und auf einmal kamen diese Judenchristen und Juden zurück in diese Gemeinschaften und entdeckten Dinge, wo sie dachten, ja Gott noch, die essen da Fleisch, wo man gar nicht weiß, ob das koscher geschlachtet worden ist nach den Gesetzen, die wir haben und man weiß gar nicht, vielleicht ist das sogar Götzen geweiht worden und das war die Situation, wo der Paulus genau den Satz hineinschreibt, wo es Fragen drum gab, ja, muss man jetzt den wöchentlichen Sabbat halten oder ist ein neuer Feiertag angesagt und um was geht's denn jetzt hier in dieser Kirche? Was ist denn jetzt wirklich hier angesagt? Um was geht's da? Und der Paulus schreibt rein, hey Leute, im Umgang miteinander, da sollen wir weder richten noch verachten, sondern jeder soll sich ausrichten auf diesen Jesus Christus und die Verantwortung vor Gott übernehmen und auch die Mitverantwortung für den Nächsten im Umgang übernehmen. Und Respekt und Rücksichtnahme. Und dafür macht er Werbung in diesem Brief da und stellt klar, Leute, im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, gewisse Feiertage. Und wenn er heute geschrieben hätte, hätte er wahrscheinlich jetzt noch ganz viele Dinge erwähnen können aus den letzten 2-3 Jahren. Und er hätte dann Dinge in der Pandemie angeführt, es geht weder Masken, nicht Masken, Impfen, nicht Impfen, um dieses und jenes und hätte noch politische Themen wahrscheinlich auch noch reingepackt und gesagt, hey ihr Lieben, um das Gott nicht im Reich Gottes, sondern im Kern geht es im Reich Gottes um Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und darum sollen wir mit alledem, was Gott uns als Kirche geschenkt hat, diese Gerechtigkeit und Frieden und Freude in der Welt ausbreiten. Amen. Das Wort Gerechtigkeit ist im Alten Testament, wird ganz häufig mit dem Wort Recht verbunden, kommt ganz häufig zusammen vor. Und beim Recht, wo das Wort gebraucht wird, da geht es immer um die Befreiung und die Beseitigung von dem, was den Frieden stört. Das Recht soll dafür führen, dass die Dinge, die den Frieden stören, beseitigt werden. Es geht um wie so eine Art Zurechtbringen. Und im Kern geht es um ein Verhalten von Treue und Zuverlässigkeit, dass Gemeinschaft überhaupt ermöglicht wird und erhalten bleibt. Dass im Kern Gemeinschaft überhaupt möglich wird. Und beim Frieden, ihr kennt dieses Wort Shalom, hebräische Wort, das meint nicht einfach, ich habe irgendwie Ruhe, Frieden und wir haben keine Absenz vom Krieg, sondern es geht darum, um Gedeihen, um Unversehrtheit von Menschen. Es geht, ich wünsche den anderen Frieden, dann wünsche ich dir dein Wohlergehen.
dann wünsche ich dir, dass dir gut geht. Ich wünsche dir Freundlichkeit, ich wünsche dir Heil. Wenn ich irgendeinem mit deinem Shalom Gottes wünsche, dann wünsche ich dir das. Und nicht einfach, dass du ein gutes Gefühl hast, sondern wirklich ein Wohlergehen in deinem Leben, ein Heil. Und die Freude ist letztlich der Ausdruck von dem, dass das stattfindet. Und ganz häufig wird das im Alten und Neuen Testament laut und jubelnd gefeiert. Mit Konfettikanonen und Pandas auf der Bühne und allem Wahnsinn. Und sagen, hey, das feiern wir. Das ist wirklich geil, das machen wir. Wir feiern das bis zum Umfall mit Festen, mit Jubel. Und die größte Freude bei uns daran, wir freuen uns an diesem Gott, an seinem Wesen. Und das war, Leute, immer die Absicht von Gott für die ganze Menschheit. Das ist keine Absicht nur für uns als Kirche, sondern das ist die Absicht für die ganze Menschheit, wo Gott auf dem Herzen hat. Und Kirche, und in dem Fall wir als Kirche, als einer Ableger davon, wir sind wie der Prototyp von dieser neuen Schöpfung. Wir sind in die Welt gesandt worden, uns allen Menschen diese Gemeinschaft mit Jesus irgendwo schmackhaft zu machen. Und wenn wir ein Feuerwerk hier starten und wenn wir sonntags zusammen sind, in so einer größeren Gruppe, heute Morgen in Basel-Land, heute Nachmittag in Lörrach, wenn wir so zusammenkommen und das feiern, dann ist das ein Aspekt, wo wir versuchen, das schmackhaft zu machen, dass diese neue Schöpfung angefangen hat. Und deswegen feiern wir Feuerwerke. Immer wieder. Kommen wir zusammen und betonen unser Wir und sagen, das machen wir heute zusammen. Hätte auch daheim bleiben können. Aber nein, du bist hier, wir machen das gemeinsam. Amen. Die zweite Reihe ist wirklich dabei hier. He? Kann ich die letzte hören? Amen, danke. Super. Look, das ist Feuerwerk. Aber Gerechtigkeit, Friede und Freude wird erst richtig konkret erlebbar an einem Lagerfeuer. An einem wirklichen Lagerfeuer. An einem Ort, wo man näher zusammenkommt. Und ich liebe an sich diese Lagerfeuer genauso. Und wir haben hier ein fantastisches auf der Bühne. Ja? Feuerpolizeilich konform. Das ist feuerpolizeilich konform. Das sind die kreativen Menschen in unserer Kirche, die diese Woche das zusammengebaut haben, einen halben Tag dafür. Nur damit ihr staunen könnt. Ja? Ich liebe das wirklich, dass Menschen sich darüber Gedanken machen und sagen, hey, wie kann ich das irgendwo symbolisieren? Gerechtigkeit, Friede und Freude, das wird erlebbar an so einem Ort, wo man so zusammensitzt, es warm wird, man sich gegenseitig ins Gesicht schaut und merkt, man muss zusammenrücken. Gerechtigkeit, Friede und die Freude darüber wird am ehesten erfahrbar, wenn ich einem anderen Menschen so in die Augen hineinschaue. Warum? Weil die Wörter Gerechtigkeit, Friede und Freude, die beschreiben an sich, was eine gute Gemeinschaft ist. Und dann meine ich nicht mit einer Art Backrezept für einen guten Kuchen, so Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es sind Zutaten, es sind wirklich, wie soll man sagen, es sind verschiedene Ansichten von der ein und derselben Sache, die unser Leitvers ist als Kirche, nämlich lieb Gott und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist wie das Leitmotiv, wo Jesus uns allen mitgegeben hat. Und darin ereignet sich das irgendwann. Und das geschieht am ehesten, wenn wir nah zusammensitzen an so einem Lagerfeuer und zusammenrücken, ihm Platz machen, uns anschauen und irgendwann Rauch in den Augen haben und wieder Platz machen für den Nächsten, dem auch wieder kalt ist und so weiter. Und irgendeiner muss sich um so ein Feuer kümmern, Leute. Irgendeiner muss Holz nachlegen. Irgendeiner, und ihr wisst das alle, die irgendwann im Lagerfeuer drumherum saßen, man muss Asche zusammenkehren, man muss mal einen neuen Scheit drauflegen. Nur dann bleibt es am Brennen. Ich könnte jetzt die Metapher noch wahnsinnig weit ausholen, aber ihr wisst das, was an diesem Feuer passieren kann. Vor allen Dingen passiert Nähe an dem Feuer. Man kommt sich nah. Beim Feuerwerk schauen alle nebeneinander und schauen nach oben. Aber im Feuer musst du den anderen anschauen. Du sitzt immer drumherum irgendwie. Man kommt sich auf eine besondere Art und Weise nah. Und deswegen liebe ich Kirche. Ich liebe Kirche. Ich finde sie nicht einfach gut, ich liebe sie. Und warum? Weil das der Ort ist, wo ich selbst mal erlebt habe, dass Jesus mir nahegekommen ist in Form von anderen Menschen. In der Kirche habe ich Jesus Christus kennengelernt. Ich habe ihn nicht beim Baum umarmen im Wald kennengelernt. Auch nicht beim Mountainbiken und sonst wo, sondern wirklich im Kontext von anderen Menschen habe ich Jesus Christus kennengelernt.
An so einem Lagerfeuer in der Kirche habe ich erleben dürfen, dass auch in den guten wie in den bösen Tagen Menschen drumherum sind und dafür sich einsetzen für mein Wohlergehen, für wirklichen Shalom in meinem Leben. Am Lagerfeuer habe ich erleben dürfen, dass andere mir nahe gekommen sind, obwohl ich sie gar nicht so toll fand. Und irgendwo dachte, wow, doch, da hat Gott was zusammengetan, das ist außergewöhnlich. Und ich liebe Kirche, weil die Kirche immer wieder den Mut und den Willen hat, auch Feuerwerke zu starten, neben dem Lagerfeuer, auch wenn die nächste Zeitung über uns schreibt. Egal, wir machen es trotzdem. Wir glauben an diesen Jesus Christus und schämen uns dafür nicht. Wir schämen uns nicht für dieses Evangelium. Leute, und jeder, der den Traum von der Gemeinschaft von Gott mitträgt und sagt, doch, für das bin ich auch dabei. Ich liebe das auch. Jeder, der den Traum mitträgt, der muss sich damit auseinandersetzen, dass es auch Gegner von so einer Gemeinschaft gibt. Und Preisfrage, was sind wohl die größten Gegner von so einer Art Lagerfeuer, wo Gerechtigkeit, Friede und Freude erlebt wird? Ich lese mit euch eine Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 15. Jesus verließ die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Und eine kananitische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn die Jünger, sieh zu, dass du sie loswirst, die schreit ja hinter uns her. Aber Jesus sagte, ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen gesandt worden. Da warf die Frau sich vor Jesus nieder und sagte, hilf mir doch, Herr. Und er antwortete, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Gewiss, Herr, sagt sie, aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Und da sagte Jesus zu ihr, du hast ein großes Vertrauen, Frau. Was du willst, soll geschehen. Und im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Das ist eine Geschichte, die mich lange immer wieder verwirrt hat. Ich fand es immer ein bisschen strange. Ich fand auch auf den ersten Blick, wie Jesus sich da benimmt, ist so wenig so der liebe Herr Jesus mäßig. Fast ein bisschen gemein, herablassend. So wirkte es auf den ersten Blick. Mittlerweile ist es eine meiner Lieblingsgeschichten geworden. Warum? Weil in der Geschichte, glaube ich, zum Ausdruck kommt, dass Gott niemanden ausschließen will. Niemanden. Und alle an dem Lagerfeuer Platz haben sollen. Alle. Und alle Gerechtigkeit, Friede und Freude erleben sollen. Warum? Die Geschichte muss man mit hineindenken, dass Jesus sich als Rabbiner, als Lehrer verhält. Und seine Jünger sind Nachfolger, aber auch die Frau, die zu ihm kommt, quasi wie so in so einen lehrhaften Dialog hineinholt und quasi wie testet, aber testet nicht auf die Prüfung stellt, aber doch ein bisschen herausfordert, testet. Die Frau kommt aus dem Norden von Israel, aus Tyros steht da, und Tyros waren Feinde von Israel. Absolute Todfeinde, wurden mit Verachtung überschüttet. Und die Jünger waren kein Deut besser. Da kommt eine Frau aus Tyros, ach du Scheiße, grusig, verabscheuungswürdig. Das ist die erste Reaktion auch von den Jüngern. Und die Frau kommt mit so einem klassischen Hilferuf, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Sie demütigt sich, sie überschreitet in ihrer Not sogar die Grenze und geht zu denjenigen, wovon sie weiß, Juden, Israelis verachten mich, die werden mich verachten, die werden mich in keinster Weise irgendwie schön anschauen oder irgendwo um meine Hilfe direkt eingehen wollen. Aber ihre Not ist so groß, dass sie sagt, ich gehe hin. Und sie demütigt sich und sagt, Herr, erbarme dich. Und Jesus, er schweigt. Steht einfach da, er schweigt. Ich finde noch spannend, dass die Bibel solche komischen Storys drin hat. Dass der Jesus, der sonst auf jede Hilfe eingeht, auf irgendeinen Menschen, der am Straßenrand liegt, auf irgendwas, der benachteiligt ist, immer geht er darauf ein und hier, er schweigt. Ist gemein, unhöflich, frech würde ich fast sagen. Aber Matthäus hat das extra aufgeschrieben.
Er kannte die Geschichte bis zum Schluss. Und er schreibt genau dieses Detail in die Geschichte hinein mit einer Absicht. Weil hier geht es um was? Hier geht es wirklich jetzt um was Jesus seinen Freunden und seinen Jüngern da lehrt. Und die Frau, die hätte jetzt weglaufen können. Jesus schweigt, die Jünger verachtungsvoll. Sie hätte jetzt sagen können, okay, nice try, ich gehe heim. Das klappt oder so nicht. Aber ihre Not ist so groß, dass sie bleibt. Sie bleibt da. Sie bleibt da. Und es ist wieder so ein Teil 1 von ihrem Test. Nein, sie ist so in Not, sie lässt sich nicht abbringen. Sie klopft weiter bei diesem Jesus an. Und die Jünger, die reagieren wie? Was heißt denn da? Sieh zu, Jesus, dass du sie los wirst. Sie schreit uns ja hinterher. Was für eine Typen sind das? Hä? Da wirft sich einer hin, schreit, hab Erbarmen, meine Tochter ist krank. Und Jünger, hey, sieh zu, Jesus, dass du sie los wirst. Sie schreit uns hinterher. Sehr empathische Menschen. Das wünscht man sich als Arbeitskollegen. Ja? Sieh zu, dass du ihn los wirst. Ich finde es so interessant, dass sie sagen, sie schreit uns hinterher. Das ist noch ein bisschen hochtrabend formuliert. Ja? Uns schreibt sie hinterher. Weil die Frau hat ja nur Jesus angesprochen, aber sie fühlen sich angesprochen. Sie fühlen sich irgendwo peinlich berührt. Also mit der wollen wir nichts zu tun. Sieh zu, dass du sie los wirst. Sie schreit uns hinterher. Verrückte Story. Die Jünger scheinen ziemlich genau Bescheid zu wissen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Schon in Lukas 18 haben sie das praktiziert. Da ging es um Kinder. Und da kamen Kinder zu Jesus und die wollten sie sofort wegholen. Nein, bei den guten Rabbinern, da sind keine Kinder erlaubt. Die sind so klein, die stören nur, machen Blödsinn. Die wollen wir nicht haben. Und Jesus sagt, hey Leute, lasst die auch zu mir kommen. Aber offensichtlich haben sie nichts dazu gelernt. Sie wissen einfach Bescheid, wer dazugehört und wer nicht, wer draußen ist, wer drinnen ist. Und ziemlich schnell werden Mauern hochgerissen, hochgebaut, damit jeder weiß, okay, du bist dabei, du nicht. Und das kennen wir schon seit Kain und Abel in der Bibel. Du bist dabei, die nicht. Wir, sie. Immer so das Gegenüber, immer das Gegenüber. Wir sind gut darin, Mauern zu bauen. Und das einzige Bauwerk, was man vom Mond noch schauen kann, auf der Erde ist eine Mauer, ist die chinesische Mauer. Die kannst du immer noch von großer Entfernung sehen. Wir sind gut darin, Mauern zu bauen. Und dann sagt Jesus diesen komischen Satz als nächstes. Ich bin nur zum Volk Gottes, zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen gesandt worden. Man fragt sich, warum sagt Jesus das hier, wenn er doch wenig später mit der Frau wirklich redet? Warum sagt er was, wenn er doch vorher auch davon geredet hat, dass Menschen von Ost und West ins Reich Gottes eingehen werden. Und Ost und West stand als Synonym dafür, dass Menschen, die nicht zum Judentum hörten, auch irgendwann ins Reich Gottes kommen. Warum sagt er das hier? Warum macht er so ein komisches Statement? Ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen gesandt worden. Der Grund, warum Jesus so für uns fast eigenartig reagiert, ist da drin, wie jeder gute Rabbiner tut er seine Schüler herausfordern. Er macht einfach ein Statement. Und offensichtlich ist er der Ansicht, dass seine Jünger Nachhilfeunterricht brauchen, wer draußen ist und wer drinnen ist und wen man einladen sollte an dieses Lagerfeuer. Und er vermittelt ihnen wieder Anschein, ja, ich bin anscheinend nur zu den Juden gesandt worden. Ne? Zu den verlorenen Schafen bin ich gesandt worden. Gell? So ist es richtig. Und alle Jünger nicken drumherum. Ja, genau. Ja, du bist zu den verlorenen Schafen gesandt. Die Frau, die Heidnischen, da haben wir nichts mit zu tun. Weil? Ja, genau. Ich bin nur zu denen gesandt worden. Und sie nicken und man kann sich förmlich vorstellen, ja, so ist es. Es gibt in der Soziologie eine führende Person, der Robert Putnam, der hätte mal versucht, ein bisschen zu erklären, nicht über diesen Text, sagt, es gibt verschiedene Formen, wie man Verbindung zum Nächsten herstellt. Die eine Form ist Bonding und die andere Form ist Bridging. Er sagt, Bonding ist das, was man macht, wenn man Menschen, die einen ähnlichen Hintergrund haben, eine ähnliche Ethnie, Sprache, Status haben, mit denen verbindet man sich ziemlich schnell. Das ist so Bonding. Und Bridging ist das, du verbindest dich in eine andere Gruppe, mit vielleicht einer anderen Ethnie, mit einer anderen Sprache, mit einem ganz anderen sozialen Hintergrund. Das ist Bridging. Du tust das überbrücken und reichst dem anderen wie deine Hand und stellst so eine Verbindung zu dem dar. Und ich glaube wirklich, was wir im Neuen Testament lesen, ist Jesus der größte Brückenbauer schlechthin. Und Jesus
beauftragt sogar seine Kirche, die größte Brücke zu bauen, zu allen Menschen hinzugehen. Aber dann nochmal der Antwort. Ich bin ja nur zu den verlorenen Schafen in Israel gekommen. Und dann kommt seine Antwort nochmal, es geht weiter. Er sagt, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das hört sich jetzt wirklich nicht nach Brückenbauen an, oder? Es hört sich frech an, es hört sich Verachtung an. Und war ganz klar, Kinder sind Juden, Hunde sind Heiden gemeint, die Frau aus Tyros. Und Hunde waren zur damaligen Zeit keine Haustiere, das waren wirklich Verabscheuungswesen, verachtete Wesen, dann gab es einen Tritt hinterher, das war's denn. Ich glaube, in der Situation zwingt Jesus förmlich seine Jünger. Und die Geschichte hat es in der Bibel geschafft, weil wir uns selbst dem stellen müssen. Wenn wir daran glauben, dass Gerechtigkeit, Friede und Freude unsere Mission ist. Jesus zwingt seine Jünger, wirklich die Augen aufzumachen und wirklich hinzuschauen zu dieser Frau. Ihr wollt also, dass ich die Frau jetzt loswerde. Okay? Die Kinder kriegen das Brot. Es ist nicht gut, dass die anderen auch was kriegen. Und er formulierte das Statement, er sagt, mein Dienst ist also wirklich auf Israel beschränkt. Wird sich irgendeiner jetzt jemand für die Frau einsetzen? Keiner der Jünger setzt sich für die Frau ein, keiner. Kein einziger. Jesus macht nur das Statement, das ist ein Glaubensverständnis. Als Messias kommst du zu den Juden, du kommst sicherlich nicht zu den Heiden, zu den Hunden. Und Jesus verwendet für den Hund eine Verkleinerungsform, zwar Hündchen, kein Kampfhund, sondern ein Hündchen. Und die Frau greift genau das auf und antwortet dann, gewiss Herr, aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Sie verwendet auch das Wort Hündchen und Krümel, kleine Brocken. Und sie fängt an, mit dem Jesus zu ringen. Ähnlich wie der Jakob im Alten Testament ringt sie mit Gott. Sagt, ey, aber da fällt doch was ab. Und stellen wir uns mit vom inneren Auge vor, die Jünger schauen Jesus an. Und am Schluss bindet Jesus wie alles zusammen. Als großartiger Rabbiner, wo man dachte, er hätte einen Augenblick die Güte von seinem Herzen wie verborgen, indem er so abfällig darüber redet. Und dann macht er am Schluss ein Riesenfenster auf und sagt, wow, Frau. Im Griechischen steht da, oh Frau, heute wird man übersetzen, wow Frau, was hast du für einen mega Glauben. Das Wort steht da, großer Glauben. Was heißt du für einen großen Glauben? Kurze Zeit später wird Petrus dafür gerügt. Petrus, was hast du für einen kleinen Glauben? Und die Frau aus Tyros, sagt Jesus, was hast du für einen großen Glauben? Leute, die Frau versteht, was die Jünger in dem Moment eben noch nicht verstanden haben. Dass die erstrebenswerteste Gemeinschaft, die es überhaupt gibt, wo sie drum ringt, wo ihre ganze Hoffnung darauf setzt, die demütigste Gemeinschaft ist und die am wenigsten exklusive Gemeinschaft ist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben festgelegt, dass der Kreis der Liebe, dass alle drin reinkommen sollen, alle drin eingeladen sind. Alle sind eingeladen, am Lagerfeuer in der Nähe zum Nächsten der Gerechtigkeit, Friede und Freude zu erleben. Leute, so ein Lagerfeuer ist Menschenrecht. Das ist nicht ein Programm von uns als Kirche. Am Lagerfeuer, da passiert wirklich das Recht für alle Menschen. Alle sind eingeladen. Alle sollen erleben dürfen, dass man sich für ihr Wohlergehen einsetzt. Jeder soll erleben dürfen, dass Gott es gut meint mit ihm. Und jeder soll irgendeine Chance bekommen, Freude erleben zu dürfen im Leben. Und das ist Gottes große Vision. Deswegen ist ein Lagerfeuer tatsächlich Menschenrecht. Der Kreis ist noch nicht voll. Es hat immer noch Platz da dran, Leute. Und alle sind eingeladen. Niemand muss draußen bleiben, nur diejenigen, die wirklich nicht dabei sein wollen. Und deswegen, Leute, liebe ich Kirche. Wir haben Platz, ist weiterhin Platz da, dass wirklich ein unglaubliches Wir entsteht. Und wer kämpft gegen das Lagerfeuer? Sicher kann man sagen, der Gegner Gottes, der Satan, hat keine Freude daran, dass Gerechtigkeit, Friede und Freude im Miteinander erlebt wird. Aber ein bisschen mehr auf uns bezogen, ich glaube, ist häufig unser Stolz. So wie bei den Jüngern damals. Dass wir wissen, wer draußen und rein gehört und wer nicht hineingehört. Dass wir wissen, wie es gut und richtig ist. Und dass wir manchmal sogar die Plätze begrenzen.
oder meiden, das haben wir nicht nötig. Wir haben gar keinen Platz da nötig. Wir kommen schon so zurecht. Und Jesus erteilt seinen Jüngern da eine große Lektion und sagt, die wertvollste Gemeinschaft ist die demütigste. Du brauchst ein Feuer. Und sie ist die am wenigsten exklusive Gemeinschaft. Sie lädt alle mit ein. Amen. Darf ich euch bitten, aufzustehen und ich bete noch mit uns. Ihr Gebetsteam ist dort hinten an der Seite. Wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest, was auch immer in deinem Leben momentan wichtig ist und wo du einen Segen erleben möchtest, dann geh dorthin. Das sind Menschen, die beten für dein Gutes. Die wünschen dir Shalom. Wirklich Frieden, dein Wohlergehen. Nimm das wahr. Vater im Himmel, danke, dass du uns gerecht gemacht hast, unsere Friede schenkst, der weit über unsere Vernunft häufig darüber hinausgeht. Und dass wir das miteinander feiern dürfen. Und Jesus, ich bete darum, dass wir als ganze Kirche das immer wieder neu auf dem Schirm haben und lernen und hochhalten, dass alle eingeladen sind, dass Platz bei uns ist und dass wir in der Nähe wirklich dich erleben dürfen. Und Jesus, so lange feiern wir das und halten das hoch und feiern noch 1000 Feuerwerke, um das bekannt zu machen. Dass du ein Gott bist, der es gut meint mit uns und dass du in unserer Mitte hier wohnst.